Sie wollen etwas kochen und dann das. User Interface Touchscreen mit Eigenleben. Die Dinge werden auf eine Weise besser und gleichzeitig auch schlechter. Ich habe eine lange Zeit gedacht, ich bilde mir das ein. Gabriel Joran gründet mit 18 eine Firma für Softwareentwicklung und promoviert später über Objekte. Jene Dinge, die gebaut wurden, um für ein ganzes Leben zu halten, leben jetzt im Museum. Also hier kann man ganz schön sehen, wie selbsterklärend das eigentlich ist. Ja, also sie sind nicht beschriftet, das würde man wahrscheinlich heute anders machen. Ich nehme an, dass das hier Lautstärke ist und das hier wahrscheinlich Ein- und Ausschalter. Dafür stand halt früher der Name Braun, dass man nicht nur technisch gute Produkte baut, sondern halt auch gestalterisch welche, die die Zeit überdauern. Der T1000 Weltempfänger. Das Vorbild für Apples MacBooks. Früher ist nicht alles besser gewesen, aber Dinge, die gut waren, werden schlechter. Waschmaschinen zum Beispiel bekommen bereits ein sehr gut von der Stiftung Warentest, wenn sie 10 Jahre halten. Warum 10 Jahre? Warum nicht 20? Warum nicht 30? Ja, müsste denn nicht eigentlich so eine unabhängige Einrichtung wie die Stiftung Warentest, die so extrem respektiert ist, müsste die nicht viel aggressiver vorangehen und sagen, so jetzt Schluss mit dem Schmonses, ihr könnt eine Maschine bauen, die 30 Jahre hält und die ist auch nicht doppelt so teuer. Es ginge. Würde nur die Leistung, also saubere Wäsche, bezahlt werden oder das Aufschäumen von Milch, würden die Maschinen ewig halten. Stattdessen wollen diese kommunizieren, eine Beziehung eingehen und verramschen dabei Klassik, wie hier das Schubert-Lied Die Forelle von 1817. Viele Hersteller haben es nicht verwunden, dass das Produkt, das sie herstellen, kein iPhone ist. Sie wären so gerne ein Hersteller von einem Gerät, das jeder haben will. Kann das gar nicht verstehen, dass ich mich nicht mit seiner Waschmaschine und seinem Thermostat und seiner Klimaanlage und seinem Backofen und seinem Kaffeevollautomaten, dass ich mich mit dem gar nicht so intensiv beschäftigen möchte. Und das ist ein Problem. Wir haben schon unsere Aufmerksamkeit von Social Media frittiert bekommen. Ja, wir können kaum noch irgendwie ein paar Seiten am Stück lesen. Und diese ganzen Geräte krempeln dabei mit. Also die machen einfach mit, unsere Aufmerksamkeit zu zerschreddern. Man darf davon ausgehen, dass für Fernseher Software-Updates für 2 Jahre vorgesehen sind. Nur. Und dann? Die technische Entwicklung von Waren und Unternehmer als Akteure des Fortschritts. Das war einmal wünschenswert. Aber das Kriterium eines Konzerns ist Erfolg am Markt. Der Fernseher geht ins Internet, lädt sich Werbebanner runter und zeigt die an, während sie umschalten. Vollkommen irre. Ja, sie haben viel Geld ausgegeben für einen teuren Fernseher. Und was sie gekauft haben, ist ein weiterer Kanal, auf dem Werbung zu ihnen kommt. Und damit verdient der Hersteller sich was dazu. In EU-Ländern werden ca. 5 Millionen Tonnen Elektroschrott gesammelt. Jährlich. In Deutschland knapp 1 Million Tonnen. Wie viel Elektroschrott tatsächlich produziert wird, schätzungsweise mehr als doppelt so viel. Und das, was mal Qualitätsmarken waren, ist längst von Investoren aufgekauft und weltweit unterlizenziert worden. Bei den Brauseschläuchen hat es eigentlich angefangen, wo ich angefangen habe, da habe ich an mir selbst gezweifelt, weil ich dachte, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr, aber vielleicht bin auch einfach nur ich es. Nämlich ich musste einen neuen Duschschlauch kaufen und der neue war irgendwie starr. Und es war also ich musste dann immer sehr eckige künstliche Bewegungen im Bad vollführen, weil ich mich mit dem nicht nur einfach so duschen konnte. Der zog immer in irgendeine Richtung. Eine Produkteigenschaft, Flexibilität, die eigentlich selbstverständlich, also Standard ist jetzt plötzlich Premium, kostet mehr, schafft mehr Rendite für die Unternehmen. Witzigerweise auch für mich selbst, wie für viele Millionen andere Deutsche auch, die in ETFs investiert haben für ihre Altersvorsorge. Die Dinger gehen hoch
wenn die Umsätze der Unternehmen hochgehen, und die gehen hoch, wenn man uns Sachen verkauft für zu viel Geld, die schlechter sind, als sie sein müssten. Heißt, wenn ich in meine Altersvorsorge investieren will, mache ich das, indem ich mich jetzt übers Ohr hauen lasse. Braucht es ein Zentralkomitee zur Ermittlung der legitimen Bedürfnisse, um dem konsumierenden Menschen dabei zu helfen, seine Individualität auszuleben? Wenn wir sagen, dass wir uns selber zum Ausdruck bringen durch unseren Konsum, indem wir Dinge tun, die letztlich den Planeten kaputt machen, dann nehmen wir anderen Menschen die Möglichkeit, sich zum Ausdruck zu bringen. Ja, wie kann ich meine Identität finden? Wie kann ich finden, wer ich selbst bin, wenn meine Hütte weggeschwemmt wird? Und deswegen hege ich meine Bedürfnisse ein und lebe die nicht alle aus. Vielleicht ist es das.